Da war bei ihr Brathändel. Heute wird fast nichts gekocht. Wir haben wieder so viel Wisch, dass man ja gar nicht glaubt, wenn man es nicht selber sieht. Franz, du kaufst dir dein Mittagessen im Wirtshaus, gell? Herr Franz Rudolf Schmöcker vergönnte sich zum Mittagmahle ein Brathuhn. Und weil es gar so delikat war und der Fleischerl wie ein Nusskern gehabt hat, beschloss er, seiner geliebten Wabe auch eines mitzunehmen. Das war der Inhalt jenes Pakets, welches jetzt neben ihm auf dem Kaffeehaustische lag. Plötzlich wird Herr Franz Rudolf Schmöcker aus seinen sinnigen Betrachtungen unsanft aufgescheucht. Sein Freund Blank gräbt seine mächtige Pranke in seine Schulter und sagt zu den überraschten Aufstehenden: »Servus, Schmöcker! Bist du auch da? Wie geht's dir denn? Geh, hab dir doch nicht weh da, du wehleidiges Altschweib. Sag, warum lässt du dich nicht mehr anschauen? Was magst du nicht mehr, dass man dich nicht mehr sieht? Was tust du mit den angehendsten Nachmittags sehr frisch, vor mit nach Gumbolzkirchengasse? Der Handel hat ausgesteckt, der Merk und der Bergler, die sind schon draußen. Na, hör mir auf, wehrte Schmöcker mit den Aufwande aller Kraft seines guten Enkels ab. Schaut nichts Gescheites außer mit den herrigen Partien. Du hast kein Schneid hast, du bist also ein alter Lamentierblutzer, hörst. Der Stolz des Herrn Franz Rudolf Schmöcker ist durch diese Äußerung des Blank verletzt. Wann geht denn der Zug? Blank wirft einen Blick auf die Uhr und sagt: nun müssen wir gleich gehen. Wenn wir noch erwischen wollen, müssen wir gleich gehen. Rasch wird bezahlt und kaum sind beide 200 Schritte weit gegangen, sagt Schmöcker erschrocken: ist das Säckerl, jetzt habe ich meiner Ware ihr Brothändel habe ich liegen lassen, macht kehrt euch und ist nach einigen Minuten wieder keuchend und pustend mit der Wabe ihrem Brothändel an der Seite seines Freundes Blank. Zurückrennen war ein Blödsinn, sagt Blank. Der Magier hätte sich aufgehoben, nicht? Bis wir wieder retour kommen, hättest du es gekriegt. Nein, sagt er, du hättest keine Ruhe. Ist mir lieber, ich hab's. Glücklich kommen die drei, Schmöcker, Blank und das Brathuhn, in Gumbolzkirchen an. Gumbolzkirchen ist zum ersten Mal erwähnt im Jahre 1518 und war seit dieser Zeit unzählige Male der Schauplatz der Grundsteinlegung von überaus zahlreichen Leberentartungen, Herzerweiterungen und Nierenschrumpfungen. Freut euch des Lebens, solange noch das Lämpchen glüht. Schmöcker und Blank machten sich nicht viel Gedanken, welchen Einfluss die Existenz des Ortes Gumbolzkirchen auf die zukünftige Beschaffenheit ihres Gesundheitszustandes nehmen könnte und steuerten ahnungselig dem außerhalb des Ortes Gumbolzkirchen liegenden Hause des heiligen Schenkers Handel zu. Dort angelangt fanden sie ihre Freunde Merk und Bergl in einem wenig hoffnunggebenden Zustande alkoholischer Vergiftung vor. Bergler hatte eine alte Füllfeder in den Haaren stecken und behauptete, er sei ein Indianer. Und Merk hatte bereits verdrehte Sehwinkel, machte infolgedessen Augen wie ein abgestochener Gasbock und sagte zu den beiden Ankömmlingen: »Asse mit denen, Asse! Die paar armschuldigen Eimerfrasseln, die trinken wir alleine aus. Jetzt kauft euch ein Kindermet oder ein Wurstschaftel.« Nein, Kinderspaß beseit ein Tröpferl. Ein Tröpferl ist das. Höllauf geht es an. Na, servus, meinte Schmöcker lachend. Entweder ist der Wein wirklich so gut oder ist jetzt der Christen nur ein Dattel, das gibt. Ja, Handel, ein Achterl, gell, zum Kosten. Der behäbige Hauer brachte in einen Weinstutzen ein Achtel Liter seines flüssigen Goldes und setzte es vor Herrn Franz Rudolf Schmöcker. »Das ist ein Extremfall, Herr von Schmöcker«, sagte der Hauer. »Da gibt's nichts als wie ein Hut oben und Sesam. So einer. Verstehen muss man's.« Schmöcker maß den Hauer mit einem überlegenen Blick und sagte: »Mein Lieber, ich hab schon als ein ganz Junger gewusst, was ein rescher Wein ist, was ein fetter Wein ist, was ein trockener Wein ist, was ein toniger Wein ist und wie man das Geschwefete vom Mürtelten oder von Hötzerten auseinanderholt, nicht wahr? Und wir werden gleich sehen, ne, was das für ein Gesöh ist«, sagte Schmöcker und ging daran, den Wein nach allen Regeln der Kunst zu kosten.
Wer da nicht weiß, was Weinkosten heißt, hatte jetzt alle Gelegenheit, Herrn Schmöcker für einen ausgemachten Saubartel zu halten. Der Hauer aber verfolgte die Maßnahmen des Herrn Franz Rudolf Schmöcker mit der ruhigen Sicherheit eines Mannes, der sein Gewissen mit keiner Schuld beladen weiß. Schmöcker nahm mit der wichtigsten Miene der Welt einen kleinen Schluck, ließ ihm im Munde hin und her schwappern, so wie man es nach dem Zähneputzen mit dem Mundwasser macht, und spuckte dann den Wein unter den Tisch. Mit unbeschreiblichem Ernste und unter feierlichem Schweigen der anderen nahm Schmöcker einen zweiten Schluck, und indem er den Wein sorgfältig kaute und was noch übrig blieb mit der Zunge am Gaumen zerquetschte, atmete er dabei stoßweise die Luft durch die Nasenlöcher. Dieser zerbissene Schluck wanderte in den Magen. Sodann hob Schmöcker aufmerksam schauend sein Glas gegen die Sonne und steckte dann tiefsinnig seine Nase in den Stutzen. Als er sein Haupt wieder hob, seufzte er tief und ergeben und sagte: »Nein, Dank. Nein, Dank, lieber, wenn der Tugend solche Fallstricke gelegt werden, dann nutzen einem alle guten Vorsätze nichts. Kinder, es wisst auf alle Fälle, wie ich heiße und wo ich wohne. Gehen wir halt den Gottesnamen an. Herr Handel, könnt ihr halt ein 3 oder 4, 5 Liter. Gib der Brothändel her, dass ein bisschen eine getickerte Unterlage da ist, gell?« meinte Blank. »Nein, nein, nicht am Entschluss«, fuhr Schmöcker empört über diese verwogene Zumutung auf. »Das gehört meiner Wabe. Und wenn ich da hungern müsst, das rühre ich nicht an.« Nachdem aber Herr Franz Schmöcker durchaus kein Talent zum Hungerkünstler in sich fühlte, scheute er sich nicht, den weiten Weg in den Ort zurückzumachen und kehrte schwankend unter der Last der eingekauften Nahrungsmittel zum Heurigen zurück. Da fehlte nichts im Register einer auserlesenen Heurigen Speisekarte. Ein hinteres Viertel Gansel, einige geräucherte Schwänzzingerln, ein Riesenschinkenbein, kalte Schweinernas Nüsse, Äpfel, Sardinen und so fort mit Grazie. Lebhafte Beifallskundgebungen wurden laut, als Schmöcker die Herrlichkeiten auskramte, und Bergler, der heute nicht mehr aus den Indianischen herauszubringen war, sagte gerührt: »Utschkerl, Manitou, der große Geist möge meinen roten Bruder Schmöcker segnen.« »Jetzt da, Bergler, und stopfte der Brudel mit seinen Indianersuppen«, sagte Schmöcker. Und da saßen nun die 4 Heimundskinder und stopften sich vergnügt die Mäuler so, dass sie mindestens eine halbe Stunde lang nicht Pfaff sagen konnten. Dabei roch es in den ziemlich geräumigen, auch mit anderen Gästen besetzten Zimmer nach alten Edelwein und jungen Frauen von frisch gedünschten Wänden und neuen Holzbänken, und dazwischen brachten weiche Geigentöne, silbernes Lachen und Gläserklang die anwesenden Wiener in jene paradiesische Gegend, wo an den lieben Mitmenschen die innige Bitte gerichtet wird, einem bei der Veräußerung der Kleider behilflich zu sein, weil sich diese zu der bevorstehenden Himmelfahrt als entbehrlich erweisen. Heurigen Luft, heurigen Zauber. Wer da nicht mitgerissen wird und dessen Herz da nicht der lachenden Lüge froh wird, dem weiche aus. Als am Nebentisch 2 weißbärtige germanische Barden den Sang anstimmten, was mir vor 20 Jahren für 2 Halloder waren, da ließ sich Herr Franz Rudolf Schmöcker in der Freude seines Herzens von seinem guten alten Freund, den Schneidermeister Huber, den er soeben kennengelernt hatte, eine Turnerdress anmessen. Herr Schmöcker gehörte zwar keinen Turnverein an und hatte auch nicht die leiseste Absicht, einen solchen zukünftig beizutreten, aber Freitag hätte ich alle Chance, ob wir das Geld haben oder keins. Seinen Freunden, die natürlich nicht ahnten, dass sich Schmöcker bloß aus dem obigen Grunde einen Anzug, und zwar einen Turneranzug, anschaffte, gefiel die Idee, sich beim Heurigen ein Gewand anmessen zu lassen, unbändig.
Im Grunde ihres Herzens waren sie überzeugt, dass der Schmöcker das frischeste Haus von der ganzen Wernerstadt sei. Der prosaische Schneidermeister Huber aber bestätigte dankend auf einen Zettel den Herrn Rudolf Schmöcker den Empfang von 20 Kronen a Konto einer Turnadresse. Schmöcker und seine Freunde, sehen wir zum letzten Zuge eilen, heftig ineinander verklammert wandern sie zum Bahnhof und wie 4 heilige 3 Könige presst jeder zwar nicht köstliche arabische Gewürze und indische Stoffe an seine Brust, sondern je eine große Gieshüblerflasche voll Wein. Im Waggon bekommt unser Freund Schmöcker einen Wutanfall, weil er zu seinem heftigsten Ärger bemerkt, dass ihm einer seiner Freunde das Paket mit dem Brathändel seiner Wabe versteckt hat. Er tut in seinen heiligen Zorn einen fürchterlichen Eid, dass er sich gestatten werde, sämtliche anwesende Coupégenossen aus den Kleidern zu beuteln, im Falle, dass Brathund nicht freiwillig wieder zum Vorschein komme. Bergler überreichte kleinlaut den Rasenden das versteckt gewesene Brathund. Der schnell besänftigte Schmöcker gab seinen Freund der Bergler eine 5er-Kuber zu 6 Kreuzer und sagte, solche Tanzlust bleiben. Gell, Bergler? Das sind keine Witz, Bergler. Das ist kein Spaß, Bergler. Wenn ich meiner Wabe was zu Hause bringe, so ist mir das heilig, Bergler. Das merkt er, am Fiolemal, Bergler. Der Rest der Heimfahrt wurde nun dazu benutzt, an den mit Wein gefüllten Gießhüberflaschen zu beweisen, dass die physikalische Meinung, es gebe keinen leeren Raum, haarsträubender Unsinn sei. Der Inhalt der Flaschen gluckste jetzt in den einzigen Gefäßen, in welche die Einfuhr von Wein keiner Verzehrungssteuer unterliegt. Leider half diese angelegentliche Durstbefriedigung den 4 Wackeren auch nicht viel auf die Beine. 3 von ihnen fuhren vorsichtig im Einspännern verstaut vom Bahnhof nach Hause. Schmöcker aber ging mit seinem Brathund auf meanderartigen Wegen in sein Stammkaffeehaus. Auf dem Stammplatz vor dem Kaffeehause standen noch 4 Einspänner. Schmöcker wankte auf den ersten Kutscher zu und sagte, Herrns, ich gehe da auf den Schwarzen, gell? Warten Sie auf mich. Jawohl, auf den Schmöcker, ja, sagte der Erste. Schmöcker schwankte einige Schritte vorwärts und sagte zum zweiten Rosselenker in der Meinung, noch zu den anderen zu sprechen. Fahren Sie mir aber nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Ich trinke noch meinen Schwarzen, nicht wahr? Ich warte schon, Herr von Schmöcker, ich warte schon, sagte der zweite Einspänner. Und indem Schmöcker noch einige Schritte tat, taumelte er sanft an den Busen des dritten Einspänners und sagte auch zu diesem, nicht, dass Sie glauben, ich habe einen Rausch, nicht wahr? Lassen Sie nicht dabei auf meine Rechnung einen Schwarzen geben und dann fahren wir miteinander heim. Ja, ja, schon gut, Herr von Schmöcker, schon gut. Danke schön, danke, sagte der dritte. Da ging Schmöcker, der Unselige, zur Kaffeehaustüre und sagte zu dem 4. Einspänner, der dort lehnte, also, Freundl, Sie warten auf mich. Ja, bitte, bitte, sagte der 4. Als Schmöcker mit dem Brathund das Kaffeehaus verließ und in den ersten Einspänner stieg, folgten ihm schweigend im feierlichen Zuge die übrigen 3 Wagen nach. Na, hätte uns nicht alle 4 aufgenommen. Wie kommen wir denn dazu, dass wir alle 4 durchstehen und eine halbe Stunde warten? Herr Franz Rudolf Schmöcker entlohnte am Haus der lehnend mit wachsendem Misstrauen einen biederen Rosselenker nach den anderen. Als aber der 4. die Hand aufhielt, glotzte den Schmöcker erstaunt und ungläubig an und sagte, ja, sag mal, haben wir denn nicht schon Zeit? Als ihm aber der Rosselenker mit vor Kränkung bebender Stimme versicherte, dass er niemals imstande wäre, selbst seinen Todfeind nur so viel Unrecht anzutun, dass er damit den Raum unter einen seiner Fingernägel ausfüllen könnte, gab sich Herr Schmöcker zufrieden. Und als er dann allein an seinem Haustor lehnte, empfand er so schmerzlich den Stachel der Reue über die Zweifel, die er in die Redlichkeit dieses außerordentlichen Biedermannes gesetzt hatte, dass er von der Absicht, Sühne zu leisten, überwältigt, zu einem soeben vom Nachtdienst heimkehrenden Verschieber der Eisenbahn mit weicher Stimme sagte, Ernst, Sie, Ernst, wollen Sie vielleicht ein Brathändel? Als der Gefragte versicherte, dass ihm augenblicklich kein Grund bekannt wäre, welcher ihn hinderte, ein solches Geschenk anzunehmen, überreichte ihm Schmöcker schlicht und einfach das Paket mit dem Brathund und verschwand in seinem Hause.
Der nächste Morgen findet unseren Freund Schmöcker mit ganz erklecklichen Haarschmerzen bei seinem Frühstück. Frau Wawe sitzt neben ihrem Garten mit Kummer, Gram und Sorgen gefurchter Stirne in einer Laune wie ein stundenlange gehänseltes Tigerweibchen. Vergeblich müht sich Herr Schmöcker ab, darüber klar zu werden, wie er gestern eigentlich ins Bett gekommen sei. Eines nur ist ihm in Erinnerung, das Brathändel. Das wird er doch seiner Wawe mitgebracht haben. Er fragt vorsichtig. Na Wawe, hast du verrückt mit dem, was ich da gestern zu Hause gebracht hab? Die Frau Wawe bricht los. Was, Franz? Na, das ist aber ein bisschen stark. Das ist so viel, dass du so dumme Witz du machst. Das hätte ich nicht erwartet. Das kann ich dir schon sagen. Zu Hause gebracht hast man nur, wie dir gestern der Hausmeister bei der Tür eingeführt hat, einen ganz abscheulichen Rausch. Einen solchen Rausch, dass du als Hirnverschieber vor der Eisenbahn gehalten hast. Und von mir ist leider das Brathändel zurückverlangt. Ich soll das zurückgeben. Franzis sagt dir, das auch nicht gemacht. Es wird noch einmal ein rechtes Unglück geschehen, wenn du so viel saufst. Du wirst noch einmal nach Steinhof kommen. Glaub mir's. Als aber nach einigen Tagen der Schneidermeister Huber eine Turnadress für Herrn Schmöcker ablieferte, glaubt Frau Wawe, so oft ein Wagen vor dem Hause stehen bleibt, es ist der Rettungswagen, der ihren geliebten Gatten nach den Gefilden von Steinhof zur Reparatur seines Geistes abholen soll. Was weiß denn auch die Frau Wawe von den Abenteuern und Irrfahrten ihres edlen Dulders Odysseus? Der aber zerbricht sich heute noch den Kopf, wo denn sein Paket hingekommen sein mag. Da war wie ihr Brathändel.